Für die Marke Mazda ass den CX-60 auch eng Neuigkeit. Mazda hat sich viel für geholt und positioniert den neuen Premium-SUV, den CX-60, mit einem Plug-in-Hybrid-System an die Mittelklasse. Auch stellt sich dummer der eng etablierte Konkurrenz. Wir sind gefahren und holen nicht heimat. Viel Spaß! An der Klasse von den kleinen Autos, die Kompaktmodelle an den kompakten SUVs als Mazda gut vertreten. Wir vergrößert seine Palette nur hin und positioniert über den CX-5 oder den CX-60. Und eine Länge von 4,80 Meter bringt dieses neue Topmodell einen imposanten Auftritt. Die bekannten, attraktiven Designlinien setzt Mazda auch bei seinem CX-60 konsequent weiter. Die lang markante, gezeichnete Form vom vierten Teil, einem gut platzierten schwarzen Kühlergrill, Anhänger noch mehr noch Hannen versehrte Kabine, sowie sein kurzen hünnischen Teil gehen dem CX-60 auch darüber hinaus eine dynamisch markante Form mit viel Kraft. Dazu passt anderem den neuen Design von denen mehr Basse gezündete feste Luchten, auch die hünnische Lichtsignatur also ein bisschen mehr Bande gezündet. Alles an allem gewicht mal so, von den festen bis zu den hünnischen Luchten wirkt sein Designlinie an den Mosen 4,74 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,60 Meter hoch, harmonisch und gefällig. Dementsprechend vom neuen Segment, das den CX-60 aufdecken soll, geht Mazda auch am Zusammensetzen vom Interieur neu weiter. So viel Premium-Ambiente finden Sie selten bei einer japanischen Marke. Auf den festen Sitzer können Personen bis zu 1,95 Meter mitreisen und haben dran bis zu 1,90 Meter, wobei am Fond besonders die viel Platz für die Beine auffällt. Als praktisch weist sich ein den neuen Driver-Personalisierungssystem, dem man der Kamera erkennt, während dem Chauffeursitz Platz geholt. Für dann die Sitzposition, den Volant anspiegeln, sowie auch nach dem Heat-Up-Display die Sound- und Klimaeinstellung automatisch auf den Körper und auf die persönliche Position anpasst. Den Interieur wirkt nicht nur allein gut verschafft, mir verdient auch eine grosse Plusnummer, was auch durch verschiedene Mustern und Stoff und Technik vom Neuen erreicht wird. Sein digitale Cockpit präsentiert sich auch modern, sowie seine Mittelkonsole mit Schalthebel imposant heraussticht. Das Infotainment besteht aus einem 12,3 Zoll bzw. 31,2 cm großen Bildschirm an der Mitte vom Tableau de Bord. Der Mazda CX-60 ist gut equipiert an den luxuriösen Linien mit schwarzem oder weißem Leder equipiert, einem gläsernen Panorama-Schiebedach und nicht zu vergessen sein Bose Soundsystem. Ein wichtiges Kriterium bei so einem großen Familien-SUV wie der Mazda CX-60 Plug-in Hybrid lädt das Ladevolumen von der Mal auch korrekt bei 570 bis 1760 Liter. Anstatt von einem kleinen Benzinsmotor setzen die Japaner beim Mazda CX-60 Plug-in Hybrid auf einen 241 Kilowatt, 327 PS starken Antrieb. Am Detail besteht dieses Plug-in-Hybrid-System aus einem 2,5 Liter großen 4-Reihen-Zylinder Benzinsmotor mit 141 Kilowatt, 190 PS, einem Elektromotor mit 129 kW, 175 PS und einer Batterie von 17,8 Kilowattstunden. Darüber hinaus haben die Japaner auch eine Erdstufenautomatik mit Lamellenkupplung angebaut. Auf 5,8 Sekunden ist der Mazda CX-60 Plug-in Hybrid auch von 0 auf 100 km/h, für die Mengen für ein 2,1 Tonnen schweres Gefühl schon sehr ist. Aber bei einer Maximalvitesse von elektronisch begrenzten 200 km/h ist der Spaß dann darüber. Rein elektrisch bei Müllem Fuß auf der Gaspedal ist eine Rennvitesse bis zu 120 km/h möglich. Wirkt den CX-60 Plug-in Hybrid am Normalmodus ein bisschen steif, weist sich der Plug-in Hybrid am Sportmodus aber schon viel mehr lebendig und dynamisch. Neben Normal und Sport stehen Fernmodusen, Offroad, Towing, ein Aufschläfsystem und EV den Elektromodus zur Wahl. Die unterschiedlichen Modusen verbessern noch die Grip, Traktion, Leistung, den Handling und Sicherheit unter den verschiedenen Vorbedingungen.
Genauso spielt der Japaner durch seine Power auch am Stadtverkehr eine gute Rolle. Er kann außerhalb auf den Landstraßen auch gut am Straßenverkehr mitschwammen, ohne seine Leistung zu strapazieren. Beim normalen Fahren spielt Musik auch unter dem Kapo hier normal Team, was auch zu einem flotten Rollen auf der Straße beiträgt. Der mehr sportliche Chauffeur darf sich aber auch über den Allradunterricht freuen, den dem CX-60 Plug-in Hybrid eine ordentliche Traktion bietet. Und zumal auf Strecken mit viel Kehren, weil er aber schon den höchsten Unterricht erfährstecht. Genauso positiv hält er ab, denn der SUV fängt nicht an zu strampeln, wobei aber seine Steuerung nicht immer der beste Gefühl aufgibt. Positiv kann ihn seine Bremsanlage ausstufen, die sich gut dosieren gelassen wird, weil doch nicht von allen Hybridautos zu behaupten ist. Und vorbei steht, dass der CX-60 Plug-in Hybrid nur dem WLTP-Zyklus eine rein elektrische Autonomie von 60 bis zu 60 km zurücklegen kann. Zahlen, die nicht unmöglich sind, weil bei einem ganz normalen Fahren an der Stadt, an der Univerlandstraße, kommen wir bis zu 50 km rund. Laut WLTP lädt der Spritverbrauch mit 1,5 Liter auf 100 km, was für mich eine Fantasie zulässt. Wobei dann aber viel elektrisch müsste vorgehen. Unser Testverbrauch lag so um die 5 Liter Sprit auf 100 km, wobei ich quasi immer am B-Modus, den Modus von der verstärkten Bremsrekuperation angestellt habe. Ich kann noch als Chauffeur verschiedene Rekuperationsmodusse nur seinem Fahrstil auswählen. Doppelte von der Batterie und einer 11 Kilowattstunden Wallbox dauert über ein zweiphasigen Onboard-Lader mit einer maximalen Leistung von 7,2 Kilowatt von 0 auf 100% etwas kleines mehr wie 2 Stunden. Der Mazda CX-60 Plug-in Hybrid mit einer großen Serienausstattung sowie einer perfekten Qualität ab Punkt Fahren kann ich schon an die Klasse von den Premium-SUVs klassieren, was sich auch an seinem Anschaffungspreis von 40.787 € bemerkbar macht.